So. Was ist denn ein Getränk? Klar. Oh, das kannst du dir wünschen. Da ist ein Gläser, kleine. So, wir haben noch 2 Minuten. So. Sagen wir so, ja? 11:30 Uhr, oder? 29. Dieser. Halt. Das ist Teil. So, sehen wir uns wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Königlich Bayerische Vollgasorchester, das begrüßen wir jetzt am 28. bei unserem Hauptevent. Und deswegen machen wir immer so ein paar Einspieler. Und ich bedanke mich dabei auch ganz herzlich bei Straight. Straight finanziert uns die Kapelle sozusagen. Ja. Die Jungs. Dankeschön, lieber Frank Miller von Straight. Ganz herzlichen Dankeschön. Das bringt mich auch mal dazu. Wir haben Halbzeit sozusagen, auch mal wieder über unsere Sponsoren zu sprechen. Aber erstmal möchte ich dich begrüßen. Herzlichen Grüß Gott und schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Liebe Carola, wie geht's dir? Wahnsinn, oder? Ich bin total platt. Wahlkampffieber, Wahlkampfverfolgen, Digi-Wiesen. Also mir geht's wie bei der echten Wiesen. Ja, also was ist wichtiger, Digi-Wiesen oder Wahlkampf? Was ist wichtiger, Digi-Wiesen oder Wahlkampf? Also du natürlich als Allerwichtigstes. Fragen. Nein, aber es ist spannende Zeit, tolle Zeit. Wir haben Glück mit dem Wetter. Ich finde es trotz der ganzen Verlusterscheinungen, ja, Ausfallerscheinungen, das gibt uns echt Traum. Es ist wirklich wunderbar. Es ist auch eine schöne Stimmung überall. Ja, mit dem Wetter zusammen. Wir können überall ein bisschen zusammensitzen, feiern. Ich habe gerade wieder eine Einladung für heute Abend auch bekommen, was mich total freut. Ja. Weil überall wird ein bisschen Oktoberfest feiert, ein bisschen Wiesen feiert. Natürlich nicht das gleiche Gefühl wie sonst, aber es geht schon in die Richtung. Ja. Das möchte ich jetzt dann aber trotzdem mal kurz über unsere Sponsoren sprechen. Wir waren ja am 23. in Aschheim beim Himmel der Bayern von Norris Network, der auch hier unser Partner ist. Mit Uber fahren wir natürlich ständig durch die Gegend. Also, und wer es noch nicht tut, weiß gar nicht, ob ihr das alles kennt, Digiwiesen 21 mit dem Code könnt ihr auch ein bisschen günstiger fahren. Also Digiwiesen 21 merken und bei der nächsten Buchung irgendwie reingehen. Ja. Wie es genau funktioniert, stellen wir danach nochmal auf unsere Website. Dann haben wir Jabra fürs gute Hören und Sehen sozusagen, Huawei für 5G und gute künstliche Intelligenz, wenn man eigene reicht nicht mehr nach 8 Tagen. Dann haben wir Zoom dabei. Kennt jeder inzwischen. Genau, ohne Zoom, Dankeschön. Absolut. Würden wir jetzt hier irgendwie blöd rumsitzen und miteinander reden. Ja. Wahnsinn, so hörten wir uns wenigstens noch 2 Leute zu, hoffentlich.
Und dann aber Highspot. Highspot ist auch ein spannendes Unternehmen. Das lernen wir am 1. Oktober besser kennen. Da haben wir eine Gesprächsrunde. Da geht es um Vertrieb und Marketing und warum die zwar eigentlich gute Spätzeln sein sollten, aber es nicht sind. Ja, da bin ich auch dabei, weil auch ich kenne es ja aus meinem Berufsalltag. Da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Wird eine tolle Runde. Dann haben wir natürlich Giesinger, unser Bierpartner. Wir drehen hier gleich wieder die Paganer-Schilder um. Aber so ein Augustiner wäre jetzt auch schön. Nein, ja, genau. Also wir haben ja alles mögliche, aber darauf dringen wir jetzt erstmal. Ja, ich steig heute noch ein bisschen softer ein. Ja, genau. Schauen wir mal. Werden wir gleich ändern. Prost da draußen. Ja, dann haben wir mal den offiziellen Teil erledigt. Jetzt waren wir gestern ja zusammen, haben die Mittagswiesen gemacht, die ich persönlich als extrem spannend empfand. Ja. Ne? Zum Thema Ernährung 4.0 oder Nachhaltigkeit in der Ernährung. Wie war es für dich? Also du wirst lachen. Jedes Mal denke ich, das war heute der tollste Tag. Das war super. Aber gestern war wirklich am tollsten. Also Stand heute. Vielleicht wird ja heute der tollste. Nee, das war wirklich, ich habe ganz viel mitgenommen. Ich habe meine Familie den ganzen Abend genervt. So, wusstet ihr das? Ja. Also BSH fand ich wirklich cool. IoT, der Kühlschrank, der Milch nachbestellt. Wir haben ja fast schon drüber gewitzelt. Aber die Ansätze sind so, trotzdem super mit diesem Smart Cooking. Das Wort hatte ich so auch noch nicht gehört, aber der Ansatz ist cool. Ja, fand ich und spannend. Dann Aldi. Also ich finde Aldi total gut weggekommen gestern. Ich finde das System, wie sie es jetzt umstellen, mit dieser Bio-Fleischware und dieses mutige Vorpreschen, was wir ja auch alle dann festgestellt haben, mit dieser Aussage in der Werbung und die Schläge, die sie dafür bekommen haben, Wahnsinn. Und dann, Entschuldige. Erzähl weiter. Und dann mit der Andrea Bellagrande, Systemgastronomie, wo ich dachte, am Anfang, ganz ehrlich, ich gebe es so ganz kleine irgendwelche Vorbehalte und die waren so cool, wo die dann gesagt haben, ja, also diese App, weißt du, mit dem Foodsharing, Too good to go. Too good to go. Wirklich merken, coole Sache. Und auch all die wirklich nicht nur Nachhaltigkeit sagen, sondern Nachhaltigkeitsziele haben und Nachhaltigkeit auch umsetzen. Wo ich dachte, okay, vielleicht nochmal Vorurteile überdenken. Die waren echt cool. Ja, definitiv. Ja. Und das bringt mich aber auch gleich wieder drauf, also Too Good To Go ist die eine App, die jeder installieren sollte. Ja, bitte. Absolut. Und die zweite App, die ich gestern auch beworben habe, ist Share a Meal. Einfach eine tolle Geschichte. Du kannst irgendjemandem ein Essen spendieren sozusagen, also der es nötig hat. Also ich mache das immer, wenn ich geschäftlich allein unterwegs bin oder sowas und ich gehe irgendwo und habe ein Essen oder sowas, dann zücke ich mein Handy und share ein Lunch oder ein Dinner mit irgendjemand anderem und ich finde das einfach eine kleine Geste, die man machen kann. Ist das jetzt auch alles nochmal offline verfügbar oder zum Nachschauen? Ja, es wird alles offline verfügbar sein. Also nicht wirklich offline, aber dass man also es ist im Stream natürlich auf dem German Mittelstandskanal, auf YouTube und auch auf meinem persönlichen Kanal und bei Norris ist es auch nochmal zu sehen. Dementsprechend geht auf YouTube, schaut euch die Kanäle an. Ja. Die Videos sind immer mit 2 Tage Zeitversatz sozusagen geschnitten dann nach oben. Ja. Aber man hat es ja dann wieder vergessen, was man vielleicht gesehen hat und sagt, oh, da muss ich nochmal reinschauen. Wie hieß die eine App nochmal, die ich gerade gesagt habe? Dann kannst du da nachschauen und dann weißt du es. Ja, und nochmal, das war wirklich sensationell gestern. Also wir waren ja nicht am Nockerberg, weil die gute Frau Merkel hier war. Ja. Deswegen waren wir beim Käfer. Super Ambiente. Das war also wirklich, wunderschön, aber hier ist es auch super. Sascha Pallenberg aus Taiwan, das war ja auch. Also, wo ich gedacht habe, nicht schlecht, gute Storys, guter Typ. Und ich dachte schon, ich kenne schon viele Leute, die ohne Punkt und Komma. Aber der hat nochmal eine Königsklasse. Aber er hat auch was zu sagen, das ist halt jetzt. Ja. Wenn die Inhalte stimmen, dann hört man auch gerne mal ein bisschen länger zu. Ja. Und Organic Garden, Martin Wild war auch. Ja. Auch ganz spannend, Organic Garden, dass die sich sogar mit Aldi, nicht zusammenarbeiten, das wäre jetzt das Falsche, aber sehr enge Gedankenaustausch haben. Ja. Das finde ich total spannend. Organic Garden ist ein regionaler Farmbetrieb sozusagen. Also das ist die organisieren oder stellen Farmen in Regionen zusammen, die autark sind, wo die Stromerzeugung bis hin zur Fischzucht, alles wird verwendet, alles ist nachhaltig. Ja. Total klasse. Wir suchen noch, also wenn da jemand zuschaut oder zuhört,
an Landräten oder sowas, die suchen natürlich auch immer noch Bauern, die da mitmachen. Und das fand ich auch schön. Wir hatten so den Martin, weißt du, die Vision, so könnte das irgendwann aussehen, hier Aldis, so ist es heute. Und das hat halt so Spaß gemacht, so diese ganze Klaviatur durchzuspielen. Also ich sage ja, ich habe echt viel mitgenommen, guckt euch das Recording an. Das war wirklich toll, hat echt Spaß gemacht. Und das Bild ging ja dann bis zum Endverbraucher, weil man hat mich die ganze Zeit essen sehen. Absolut. Ja. Also hast du gut gemacht. Da muss das Zeug ja weghauen. Ist halt so. Also, total spannend mal wieder mal. Also danke auch, dass du dabei bist und wir haben dann natürlich heute auch wieder Gäste. Oder einen Gast. Ich höre es da drüben auch schon so. Ich höre es da schon so ein bisschen quasi. Zwei Gäste. Und zwar haben wir heute ein Special. Weil Samstag ist, samstags und sonntags macht man sowieso. Ja. Na, eigentlich, weißt du, was heute ist? Das 26. Das auch. Italiener-Wochenende. und die Campingplätze haben alle noch Platz. Das ist traurig fast schon. Ja. Wir werden es rausfinden. Ich bin heute Nachmittag wirklich in der Stadt. Ja. Also sensationelles Feeling, macht richtig Spaß. Ich gucke mal, wie hoch der Italieneranteil ist. Ich werde es euch morgen berichten. Macht das, da bin ich gespannt drauf. Ich bin heute Nachmittag in Sachen Maskrüge unterwegs, muss von Punkt A nach Punkt B noch die. Sag doch, du machst ein bisschen was hier. Ja, Bodybuilding, das ist auch geil. Wunderbar. Ja, also nochmal zu unserem Gast. Heute haben wir Thomas Sattelberg, Mitglied des Bundestages. Und ich bin echt gespannt, wie der heute drauf ist. Und wir haben Zeit. Und das ist auch für uns die Gelegenheit, ihn mal so ein bisschen auszuquetschen, mal die Fragen zu stellen, die man jetzt vielleicht so nicht stellt. Ich habe vorher schon überlegt, was würde mich am meisten interessieren, aber der Typ ist cool. Wie nennt man das? Unruhestand? Ja, genau. Also der ist alles andere als ruhig. Also spannende Persönlichkeit, dem werden wir heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Genau. Und wir haben natürlich unseren Andi Keck mit dabei. Weil der ja auch ein bisschen da mitfühlen kann, sozusagen, Richtung Politik. Wenn er uns überhaupt noch zu Gott kommen lässt, gell? Ja, das schaffen wir schon. Er ist handsam und lieb. Also, wir begrüßen Thomas Sattelberger. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Servus. Hallo. Guten Morgen. Liebe Carola, hallo lieber Baba. Also, setz dich hier bedienen. Genau. Du kriegst eine eigene Kamera von mir, die jetzt gleich. Okay. Das mit der Brille, das muss ich noch lernen. Hast du eine Lesebrille oder bist du komplett verbrüllt? Ich bin komplett verbrüllt. Super. So, jetzt muss ich eigentlich dich. Wenn du noch ein bisschen Richtung Tischmitte wanderst. Ja, gerne. So, bist du auch im Bild? Ja, perfekt, super. So, ja, fantastisch. Danke dir. Hast du ein Getränk? Möchtest du ein Getränk? Ich würde gern einen Radler trinken. Kommt sofort. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also kommt sofort. Wie geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Ich komme gerade vom Wahlkampfstand am Schweizer Platz, sozusagen die letzte Runde. Und dann sehen wir ja morgen, wie die Menschen sich entscheiden. Ist an so einem Tag wie heute und speziell dann auch noch morgen, bist du da sehr angespannt? Bist du da sehr nervös? Nein. Aufgeregt? Auch nicht. Denn es kommt, wie es kommt. Da bin ich ein sehr, sehr gelassener Mensch. Das habe ich allerdings auch in schweren Krisen in der Wirtschaft gelernt, dass Aufgeregtheit einem da nicht weiterhilft. Spannend, oder? Also du strahlst aber auch genau diese Gelassenheit einfach immer aus und das finde ich total super. Ich glaube, er hat schon viel durchgemacht, oder? Ich glaube, du hast auch schon viele Lehren mitgenommen. Ja. Ich hab viele Lehren mitgenommen. Ich war ja 40 Jahre in der Wirtschaft und fast 15 Jahre davon in sehr verantwortlichen Vorstandspositionen. Aber da geht es gar nicht, dass man an der Spitze der Pyramide ist, sondern ich war bei den Terrorattentaten auf die Twin Towers. Am 11. September war ich Operation- und Service-Vorstand der Airline und musste damit umgehen, dass im Grunde der gesamte Flugbetrieb lahmgelegt war. Bei der Telekom ein paar Jahre danach. Ganz schwierige Situation. Die Unternehmung war in der Krise. Die Kunden sind zu Hunderttausenden weggelaufen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war vor 15 Jahren so.
Und die Investoren hatten keine Lust, Geld anzulegen. Die Aktie ist immer weiter runtergedümpelt. Die Mitarbeiterzufriedenheit war wirklich ganz niedrig. So, und da musste es das Unternehmen wieder flügge machen. Das macht man dann nicht alleine. Aber da bist du dann schon gefordert, ja. Und da hilft Aufgeregtheit wenig. Jetzt hast du gesagt, 40 Jahre in der Wirtschaft. Was war denn dein erster Job sozusagen? Ich war Lehrlingsausbilder. Okay. Bei Daimler. Ah, okay. Wie sich das gehört. Sagst du noch beim Daimler? Ja, beim Daimler. Das war 1975. Ne, als ich da angefangen habe. Das war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Denn wir konnten damals schon in den 70er Jahren richtig gestalten, Berufsausbildung neu erfinden, neue Wege einschlagen, neue Perspektiven experimentieren. Das waren eigentlich, es kamen ja ein paar Jahrzehnte in der Wirtschaft, die sehr auf Effizienz getrimmt waren, aber es gab schon mal sehr experimentelle Jahre und die 70er, 80er Jahre, die zähle ich dazu. Also war das auch, Entschuldige, kurz noch reingekriegt, war das wirklich so, dass du bei Daimler, also einem klassischen deutschen Automobilhersteller in den 70er Jahren... Meine Frage, ich also, sorry, nein, das ist genau so. Also, ja, das so, war auch aber das erste so ist der Werner, gell? Er grätscht rein und stellt dir deine Frage. Nein, aber das war jetzt auch mein Gedanke. Ich meine, Daimler ist für viel bekannt, aber jetzt nicht, dass die verrückt und rumspinnen, ja, sondern... ja, aber das war damals in den 70er, 80er Jahren. Das ist heute, da bin ich bei dir. Ja, die Automobilhersteller, die haben vieles verschlafen, haben große Fehler gemacht, haben dafür auch gebüßt. Deswegen sollte man da nicht drauf rumtrampeln. Aber damals, das waren experimentelle Jahre. Ja. Das war übrigens auch ein Jahrzehnt, wo ein Alfred Herrhausen, der damalige Chef der Deutschen Bank, der ja dann von der RAF ermordet wurde, eine ganz große Welle für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft auslösen wollte. Also da gab es richtig gute Vordenker und übrigens auch Vordenkerinnen. Ich erinnere mich gut an eine erste Vorständin bei der Deutschen Bank. Dann kam ja sozusagen viele Jahre, da war es sehr grau. Ja, warum war es eigentlich so? Mal auch an dich gerichtet. Warum haben wir so wenig Vorstände? Oh, ja gut, also ich hoffe, wir haben heute noch lange Zeit, oder? Nein, Ja. Also das ist ja nach wie vor ein Thema, das uns beschäftigt. Ja? Also Frauen in Führung, ich meine, gestern, wie gesagt, war ja die Angela Merkel hier, auch immer noch mit dem Thema Quote. Brauchen wir eine Quote, ja oder nein? Also ich finde, man kann da eine Meinung beziehen und beide Meinungen sind irgendwie nachvollziehbar, aber das ist wirklich noch ein ganz großes Thema. Fakt ist, es hat sich in den letzten Jahren leider immer noch nicht viel verändert. Und was ich halt so erschreckend finde, also Frauen in DAX-Vorständen hat sich so ganz kleines bisschen was verändert, aber noch schlimmer ist es eigentlich in diesen Start-up-Unternehmen. Also wenn ich so in die Gründerszene gucke, wo ja jeder denkt, die sind jung, innovativ und da ist richtig was los, die sind noch konservativer, was Frauen in den Vorständen betrifft, als die klassischen Unternehmen. Und das macht mir eigentlich eher Sorgen. Ja. Also diese neue Generation, neue Unternehmen, dass die nicht sagen, nee, wir machen es anders, rutschen genau in die gleichen Rollenbilder rein. Also Frauen kriegen auch immer noch mehr Startkapital. Das erschreckt mich dann doch wieder, ja. Ja, jetzt hast du es ja mit dem zu tun, der eigentlich das Thema ins Rollen gebracht hat. Ich war ja 2010, war ich Personalchef der Deutschen Telekom in Bonn. Und ich habe die freiwillige Selbstverpflichtung auf die Frauenquote im Führungskörper damals umgesetzt. Du warst damals in der Funktion Vorstand HR, oder? Vorstand HR. So, übrigens sehr angefeindet in der Wirtschaft. Das Thema, mein Vorstandsvorsitzender René Obermann ebenso. Aber wir haben es damals geschafft, bis heute die Zahl der Frauen in Führungspositionen tatsächlich fast zu verdoppeln.
von 14% auf 28%. So, jetzt kann man da sagen, ja, das ist auch noch herzlich wenig. Natürlich ist es wenig, aber eine Verdoppelung ist immerhin etwas. Absolut. So, und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Telekom erst jüngst wieder ausgezeichnet worden ist mit Nummer 1 auf diesem Felde. So, also da ist offensichtlich, da hat man nicht nur Spuren im Schnee hinterlassen, sondern feste Fußabtritte, ne, die dann auch sich in Permafrost eingedrückt haben. Nein, und das ist auch wichtig. Also irgendwo muss man halt anfangen. Ja? Also, aber du hast natürlich recht, das besorgt einem auch da so die junge Gründergeneration, dass die im Grunde die Fehler der Alten wiederholt. Hast du dazu eine Hypothese? Warum ist das so? Also in Teilen kommen die ja aus sehr männlich geprägten Privathochschulen, aber das ist wirklich nur ein Grund. Ja. In zweiter Grund, die Frauen sind, und da gibt es Untersuchungen, risikobewusster. Jetzt könnte man auch sagen, risikoabgeneigter, averser. Auf der anderen Seite, wenn man dann hinguckt auf etliche Jahre, dann sind Unternehmen, die Frauen gegründet haben, deutlich überlebensfähiger. So, also du hast im Grunde so eine Situation, wo du in den Sturm- und Drangjahren, ne, wo du relativ aggressiv bist als junger Gründer, männlicher Gründer, ne, und damit im Grunde die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. So, dann ist natürlich unser Wagniskapital, hat meistens auch einen kurzen Blick und guckt nicht auf die lange Entwicklung, sondern eher auf die Sturm- und Drangzeit. Das ist so ein zweiter Grund. Und da kommen noch so ein paar dazu, die einfach alle mitspielen, dass man Männern mehr vertraut, Geschäfte aufzubauen. Es ist, dass aber auch Frauen manchmal zögerlicher sind. Man sagt ja oft, es ist ja auch erwiesen, dass sie häufig auch sich weniger vertrauen, jetzt im Aufbau, jetzt von solchen Geschäften. Also hat dann auch wieder ganz viel damit zu tun, dass man sagt, komm, das kannst du, pack's an, ich glaube dir, ich vertraue dir. Na, aber dieses Coaching ist auch ganz wichtig, und da sind natürlich junge Männer, die Segen Applaus. Ja, ein bisschen Bewegung. Ein bisschen Bewegung in die Bühne reinkommt. Sehr schön. Wollen wir Andi schnell dazu holen? Was ist schnell? Der darf auch langsam dazu kommen. Ja, so, ab einem gewissen Alter. Prost, genau. Ja. Prost. Zum Wohl. Prost. Carola, Andi. Thomas, Nee. dahin? Genau. Thomas. Sehr gut. Mal sitzen. Perfekt. Augenhöhe. Ja, gerne. Mit dem lieben Thomas. Ja, wir saßen schon ein paar Mal beieinander. Ja. Fand ich weiß nicht, das erste Mal, wo wir zusammen gesessen Ja, sind. Auch im Biergarten. Auch im Biergarten, wo du mich in die Verstrickungen und Verhüllungen und Bindungen und Wendungen der Politik eingeführt hast. Das ist natürlich eine schamlose Übertreibung dafür, dass ich damals als Vorsitzender der FDP in München du mich mal gefragt hast, oder mich davon in Kenntnis gesetzt hast, dass du planst, sozusagen aus der Wirtschaft in die Politik zu wechseln und ernsthaft sozusagen ein Bundestagsmandat anstrebst. Hat mir keiner geglaubt. Ja. Und wie man das denn machen könnte, so als Quereinsteiger in die Politik da zu reüssieren. Und ich habe dann versucht, tatsächlich, aber oft hat es ja irgendwie, aber nicht wegen mir natürlich, aber funktioniert, aber ein paar Sachen zu erzählen, wie das so funktioniert. War damals schon. Wie so Parteien. Ja, und also, ich glaube, es waren viele Ratschläge, die du gar nicht gebraucht hättest, aber ja, am Ende des Tages warst du erfolgreich. Ja, und ich bin jemand, ich höre schon. Also ich mach Beschlüsse
da brauche ich schon die Reflexe der Umwelt. Da brauche ich schon Signale, die sagen, also aufpassen. Ne? Das heißt, ich passe mich da nicht an, aber ich nehme das sehr bewusst auf und baue es in meine Vorgehensweise ein. Dann nehmt uns doch mal mit auf eure Reise sozusagen. Welcher Biergarten war das und wann war das? Das war in der Hirschau, ich weiß noch. Und das Jahr müsste gewesen sein 2014? 2016 und es war schon richtig kühl. Wir haben uns also gegen 17 Uhr getroffen. Da war dein Hund dabei, das weiß ich noch. Ja. Wenn jetzt noch kommt, was sie anhatten, dann breche ich nicht. Ja, oder? Ja, das weiß, also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. First Love sozusagen. Ja. Also da bist du seit 2006 oder mit 2016 hast du angefangen, dich politisch aktiv zu... Als 67-Jähriger, ja. Da bin ich in die FDP eingetreten, habe beschlossen, dass ich kandidiere und habe auch mir in den Kopf gesetzt, es ist der Platz 5. Und keiner, als ich das so sagte, da haben mich die alle ganz unverständlich angeguckt. Was erlaubt sich der eigentlich zu sagen, Platz 5? Hat sich ja noch nicht hochgedient, hat ja noch nicht jahrelang Plakate geklebt. Ne? Und ich fand das damals ging es der FDP ja nicht so gut und mit 5% Stimmen wäre ich mit Platz 5 reingekommen und da dachte ich, das ist ein passender Platz. Das dachten aber viele andere nicht. So, und dann habe ich meine Ochsentour gemacht. Und ich bin in 100 Tagen fast in genauso vielen Orts- und Kreisverbänden gewesen mit dem Zug. Bin nachts um 2 am Bahnhof wieder gewesen in München und morgens um 7 aufgestanden und ich hatte ja noch andere Arbeit. Ich hatte ja Aufsichtsratsmandate, Beiratsmandate, zivilgesellschaftliche Initiativen. Also das war schon eine Ochsentour. Aber wie kamst du da drauf? Weißt du, ich meine, du warst ja beruflich immer eingespannt. Es war nie so, dass du gesagt hast, so 17 Uhr, ich lasse meinen Stift fallen. Ich meine, was hat dich dazu bewegt, nochmal zu sagen, nee, und jetzt ab durch die Mitte? Ja gut, ich hatte schon den dicken Hals. Ich hatte den dicken Hals schon übrigens als aktiver Manager über die Politik. Egal, ich war ja damit konfrontiert. Wir hatten keine solide, schnelle Einwanderungsgesetzgebung und erst recht keine schnelle Bürokratie, die das macht. Und wir mussten Forschungsabteilungen, wir brauchten Ingenieurinnen und Ingenieure. Ich weiß noch gut, ich bin bei der Frau von der Leyen, die war damals Arbeitsministerin. Bei der habe ich mich angemeldet und habe gesagt, Frau von der Leyen, so geht das nicht. Wir sind ein Unternehmen, das in eine echte Expertenlücke reinrauscht. Ne? Oder natürlich, wenn du dann anschaust, wie die Absolventinnen und Absolventen der Schulen sind. Ja, die sind ja nicht schlecht, aber die wurden schon damals nicht richtig gut ausgebildet. So, und wo du sagst, wir müssen doch an der Bildungspolitik, müssen wir was machen. Oder, also ich meine, das darf man kaum laut erzählen. Wir hatten über 1000 junge Menschen aus Hartz-IV-Hintergrund in die Berufsausbildung der Telekom. Und dann mussten die ihre Ausbildungsvergütung, wurde auf Hartz IV angerechnet. Und ich bin da wirklich in Ministerien rumgerödelt und habe gesagt, da müsst ihr doch einen Ausnahmetatbestand machen. Wir kriegen junge Menschen in Arbeit und Brot. Nix da. So, und da hatte ich einen ganz dicken Hals. So, und dann kam dazu, dass ich mich auch durch meine Aufsichtsratsmandate überhaupt nicht ausgelastet fühlte. Das hat so ein paar kleine Segelschiffe auf dem See schwimmen. Nein, das war nichts mehr. Also, und dann bin ich nochmal gesagt, so, jetzt gehe ich in die Bütt und habe alles auf eine Karte gesetzt und war dann auch erfolgreich. Und hast du auch so Erfolge für dich, wo du sagst, ja, das ist es echt wert? Also das ist ja ein ganz persönliches Empfinden. Ich meine, du hängst da wahnsinnig viel Zeit rein. Also ich sehe ja auch deine ganzen Plakate hier.
Hast du da was rausgezogen, wo du sagst, yes, das hat sich erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe? Also als Politiker musst du eigentlich ähnlich wie als Führungskraft in einem Unternehmen, das in schwieriger Situation ist, einen ganz langen Atem haben. Also eine schnelle Sanierung geht gar nicht. Ne, du kannst vielleicht schnell in die schwarzen Zahlen zurückkommen, aber du brauchst 5, 6 Jahre, bis so ein Unternehmen wieder wächst und gedeiht. So, und das ist ähnlich mit der Politik. Das ist das Bohren dicker Bretter als Oppositionspolitiker allemal. Also da hast du manchmal eine stille Freude, wenn du beim Thema steuerliche Forschungsförderung oder bei der Agentur für Sprunginnovation, wenn du siehst, du konntest was beschleunigen oder verbessern, aber nach außen nimmt sich das die Regierung aufs Butterbrot. Aber natürlich freut einen das, denn du hast ja was für eine Sache hinbekommen. Ansonsten ist Opposition eigentlich Training für die Regierungsbank. Und was ist da so die wichtigste Charaktereigenschaft, die dir dabei hilft? Also ich habe verstanden, du bist auf der einen Seite ein sehr gelassener Mensch, aber ich meine, du bist auch ein Alpha-Tierchen, ja? Sonst hättest du auch nie diese Rollen gehabt. Ja, also ich bin ja auch ein sehr emotionaler und Mensch. Und natürlich, ich stehe auch, das sage ich ganz ein bisschen mit Eitelkeit, gern auf Bühnen. Ja? Aber bei Bühnen gibt es immer noch ein Publikum. Und das entscheidet so oder so. Und natürlich ist meine Fähigkeit, auf Bühnen ordentlich zu agieren, hilft mir schon. Und meine Stressstabilität, eigentlich in schwierigen Situationen werde ich ganz ruhig. Das ist also wenn ich so quirlig bin, dann ist es eigentlich eher, also in schwierigen Situationen, da werde ich ganz ruhig. Was ich sicherlich auch habe, ich kann ein paar Zukunftswürfe machen. Also ich weiß, wie ich mir Schule in der Zukunft vorstelle. Und das ist nicht nur eine digitale Schule, sondern hat ganz viel damit zu tun, wie Talente, ganz individuelle Talente sich entwickeln. Ich kann mir gut vorstellen, wie wir über den etablierten Mittelstand hinaus sozusagen in eine New Economy im Bereich der Biotechnologie, der künstlichen Intelligenz, der Climate Technology, der ganzen Klimatechnologien, die ja auch total unterentwickelt sind, auch Raumfahrt. Das sind Themen, da kann ich mir gut vorstellen und ein Bild gestalten, wie das sein könnte und welche Hebel helfen. Also das ist so ein paar Themen, die mich politisch passabel erfolgreich machen. Anni, was würdest du sagen? Stimmst du ihm dazu? Ja, absolut. Sich gut was vorstellen können. Da gibt es ja ein Wort dafür, von dem ein anderer Politiker mal gesagt hat, wer das hat, sollte nicht in die Politik gehen. Wobei ich sage, wer das nicht hat, sollte die Politik wieder verlassen. Also das ist das Wort Vision. Ich bin jetzt auch seit über 20 Jahren relativ aktiv in der Politik, ohne erst Mandatsträger oder Ähnliches zu sein, aber ich denke, ein bisschen was habe ich dann schon mitgenommen. Was mich tatsächlich in der Politik oftmals aufregt, sind die vielen selbsternannten Politiker, das wird man ja sozusagen durch Selbsternennung in aller Regel, die eben keine Vision haben oder deren Vision daraus besteht, die nächste Legislatur zu überleben und dann die nächste Legislatur das Mandat zu verteidigen. Da geht es nicht darum, so wie bei dir, was für mich wahnsinnig erfrischend ist, tatsächlich etwas bewirken zu wollen für das Land oder für die Menschen, sondern da geht es nur darum, für sich selbst was bewirken zu wollen. Das ist das, was ich leider feststelle und was mich in der Politik echt, ich sag's mal auf gut Deutsch, echt aufregt. Ja, aber du hast natürlich da ganz viele, die am Sessel kleben, weil sie damit ihr Geld verdienen. So, und ich finde das auch in Ordnung. Es dürfen nur nicht so viele sein.
Und ich würde mir mehr solche Leute wünschen wie mich, die im Grunde nicht abhängig sind von der Politik. Denn dann bist du, wenn du auch finanziell nicht abhängig bist, dann bist du auch, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch geistig nicht abhängig bist. So, und das heißt, du kannst auch mal Widerspruch klar und deutlich äußern in einer Fraktionssitzung. Das sind schon wichtige Themen und mich bedrückt das auch, dass wir viel zu viele Menschen haben, die ohne Politik gar nicht mehr ihr Auskommen haben. Ja. So, jetzt rede ich aber nicht über die Beamtinnen und Beamte in der öffentlichen Dienst, die sozusagen wunderschön wieder in ihre Sicherheit zurückfallen, sondern über viele andere. Wobei, ich sage es auch ganz offen, ich bin sehr zufrieden mit meiner eigenen Fraktion. Da sind viele drin, die haben ihr berufliches Standbein. Ich glaube, das ist ja auch immer eine Diskussion, die man immer hat mit den Nebeneinkünften sozusagen von Politikern. Ich glaube, es ist ja gerade wichtig, dass er offiziell angegebene Einkünfte hat, damit er eben frei in seiner Meinung und in Entscheidung sein kann. Ja, und die Grenze ist natürlich da, wo man eigene Einkünfte und Lobbyismus für eine bestimmte Thematik vermischt. Also wo du eine echte Interessenskollision hast. Deswegen ist ja die Transparenz an sich auch eine Forderung, die man gutheißen So ist es. kann und sollte, damit man eben auch sieht, okay, bei wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, altes deutsches Sprichwort, sollte man wissen, wessen Brot wer isst. Also insofern alles gut. Deswegen, und da muss ich keine Bestechlichkeit unterstellen oder ähnliches, aber es ist gut zu wissen, wenn es gewisse Nähen gibt. Ja, und das muss offen auf den Tisch. Deswegen bin ich auch, und wir alle miteinander in der FDP, wir wollen ja, dass es dieses Register gibt, wo alles transparent auf den Tisch kommt. Aber es ist, im Grunde wirst du ja schon eigentlich angefeindet, wenn du überhaupt Nebeneinkünfte hast. So, jetzt gibt es natürlich eine Grenze. Manchmal sind Nebeneinkünfte so umfangreich, dass man sich die Frage stellt, kann der oder diejenige eigentlich das Mandat ausfüllen? So, die Debatte ist auch gut. Aber ich habe beispielsweise Kollegen in der Fraktion, die haben eine florierende Firma, die haben extra einen Geschäftsführer eingestellt, den sie auch gut bezahlen, ne? Aber natürlich haben die Einkünfte aus den Firmenerträgen, die ihnen zufließen und können trotzdem ohne Problem ihr Mandat voll und ganz ausüben. Also die Welt ist nicht ganz so einfach, wie sie sich Klein Maxchen oft vorstellt. Aber ich meine, ich bin ja ganz bei euch, deswegen braucht sie einfach eine Transparenz, ja. Und dann, glaube ich, kann jeder, der sich dafür interessiert, einfach nachgucken und nachlesen und nachschauen, was da los ist. Und ich glaube, daran krankt's ja, weil ja auch einige Politiker Signale senden, dass sie sagen, nein, so ganz genau wollen wir das jetzt auch nicht angucken, ja. Deswegen sollte man vielleicht auch mal diesen Kampfbegriff Lobbyismus mal auf den Tisch legen und deutlich machen, dass Lobbyismus etwas Gutes ist. Was ist denn im Kern der Lobbyismus? Woher kommt denn das? Es geht darum, mit Politikern in der Lobby, also in den Vorraum des eigenen Parlaments, ins Gespräch zu kommen und natürlich ihnen gegebenenfalls auch Informationen mitzugeben, sie natürlich zu beeinflussen, gegebenenfalls in der einen oder anderen Art und Weise abzustimmen. Das ist grundsätzlich mal ein legitimes Bedürfnis, was viele haben, was auch gemacht wird. Und für mich ist wichtig, dass der Politiker sich ein breites Meinungsbild einholt, mit verschiedensten Lobbyisten sozusagen spricht und sich dann unabhängig eine Meinung bilden kann. Aber das erwarte ich doch, oder? Als Wähler erwarte ich das doch, dass ein Politiker aber nicht nur nach rechts und nach links schaut, sondern auch nach hinten und den ganzen Radius abdeckt, oder nicht? Aber wir haben ja solche Situationen gehabt. Ich meine, das mit dem Philipp Amthor ist schon eine schwierige Kiste. Das ist auch eine ganz peinliche Sache, weil er natürlich für seine Lobbyistentätigkeit bezahlt worden ist. Und zwar so bezahlt, nicht direkt bar auf die Hand, sondern mit künftigen Optionen. Und das ist aus meiner Sicht, da ist die Grenze längst erreicht. Das ist aber vollkommen klar. Da geht es aber auch nicht
kommt das Gespräch mit, also das ist natürlich der Politiker, sozusagen, der in den Parlament Entscheidungen treffen soll, nicht gleichzeitig Lobbyist sozusagen sein kann, das ist ja, vollkommen außen, aber vollkommen klar. das musste erst jetzt geregelt werden. Ja, aber das ist für mich sonnenklar. Ja. Hier geht es darum, Lobbyismus an sich zu verurteilen, im Sinne von, das ist was Schlechtes, das ist bäh. Ne? Aber natürlich jeder Umweltverband, wenn der nicht als Lobbyist tätig ist und versucht, seine Themen nach vorne zu bringen, dann wäre unsere Welt, unsere Demokratie schlechter. Also bitte seid alle Lobbyisten. Interessensverband. Genau. Ne? Also der deutsche Mittelstand, der German Mittelstand ist auch ein Interessensverband. Ne? Und neben anderen. Und das Deutsche Rote Kreuz ist auch ein Interessensverband. Natürlich, und eine Deutsche Telekom mit ihrer Hauptstadtrepräsentanz ist auch ein Interessensverband. So, das ist die eine Seite und das ist legitim und richtig. Wichtig. Ganz wichtig. So, die andere Seite heißt, wie frei und unabhängig ist der Abgeordnete oder die Abgeordnete. Nicht nur von Aserbaidschan, sondern auch von Telekom oder vom Roten Kreuz. Oder viele Parteien. Ja, so, also das sind so, und ich glaube, da gab es zu viele Verstöße und deswegen musste gehandelt werden. Ich meine, das eine ist natürlich eine Regelung und ein Transparenzgesetz und das ist auch gut so. Das andere ist ja trotzdem nochmal das Thema Anstand. Ja, also ich meine, warum kann man nicht mal über Anstand reden in dieser Situation? Also Anstand ist ja sozusagen das weiche Gesetz. Jetzt haben wir eine wunderschöne Musik von einem... Ich dachte, es ist die Blaskapelle draußen, aber... Ja, ja, Anstand ist ja sozusagen das weiche Gesetz. Nicht das harte, sondern das sind die Normen des guten Anstands. Die Normen von Sitte und Tugendlichkeit. So, und da hat sich ja in der Gesellschaft immer da, wo ein großer Teil der Menschen sagt, das ist gut oder das ist nicht gut, da bildet sich das raus. So, und deswegen, natürlich würde ich sagen, weit vorher muss eigentlich ein Politiker in sich reinhören. Ja. Also ich habe alle meine Mandate aufgegeben im Zuge des Abgeordnetenwerdens. Und so, da waren ganz gut bezahlte Mandate dabei. Ne? Punkt. Denn da wollte ich nicht mehr in Interessenskollisionen kommen. Das war für mich klar. So, jetzt wahrscheinlich würde man sagen, es ist ein Akt von Anstand und von Klugheit gewesen. Es ist ja nicht schlimm und es soll sich auch nicht ausschließen. Ja, ja, genau. Das dürfen durchaus auch Politiker mal klug und anständig sein, oder? Sache, also das finde ich ja mal grundsätzlich nicht schlecht. Also es ist ja wie so der ehrbare Kaufmann, ernsthaft. Ja. Also warum gibt es nicht den ehrbaren Politiker? Und ich meine, jetzt kann man ja über Angela Merkel diskutieren, wie man mag, aber also in meiner Wahrnehmung ist sie wirklich eine sehr integre Person, ja. Ja. Und das muss man ihr einfach anerkennen, ja, egal welche politische Richtung man verfolgt. Ja, aber davon wirst du viele finden im Bundestag. Die ganz ehrbare und ehrliche und integre Persönlichkeiten sind. Männer wie Frauen. Mhm. Ist aber auch mal schön zu hören, weil man hört ja immer nur die berühmten Skadelchen und was weiß ich was alles. Ja, aber die schwarzen Schafe, die sind im Grunde die Pusher in der ehrbaren Mitte. Und die diskreditieren ja viele andere gleich mit. Übrigens genauso in der Wirtschaft. Ne, da hast du 95% anständige Unternehmen und die 5%. Na? Ja, ich meine, wir werden sehr sehen, wie morgen auch die Wahlbeteiligung ist. Aber wir haben ja wirklich ein Vertrauensproblem. Also wir haben ja unglaublich viele Nichtwähler, das darf man ja auch nicht vergessen. Und das sind natürlich auch Sachen, die dazu beitragen, dass Leute sagen, für was soll ich wählen gehen? Die bescheißen uns ja. Ich mache das jetzt besonders plakativ, aber das macht mir eigentlich Sorgen, dass diese Leute sagen, ich kann hier nichts bewirken. Ja? Und das ist ja eigentlich eine Haltung, die der Demokratie gegenübersteht. Ja? Gut, jetzt hat es natürlich einige Monate gegeben,
die extrem sozusagen die Urteilskraft der Politiker, aber auch der Bürgerinnen und Bürger angespannt haben. Ne, die ganze Debatte über Corona und die Frage, wie viel Freiheit ist nötig und wie viel ist möglich und wie viel Schutz ist nötig und wie viel Einschränkung und wie viel Öffnung, ne, und wie viel, und das sind ja zum Teil ganz persönliche Eingriffe, wenn man jetzt die Debatte sieht der Impfpflicht. Natürlich sagt jeder, nee, wir wollen keine Impfpflicht. Aber natürlich wird der Lösungsraum für den Menschen, der entscheidet, er möchte sich nicht impfen lassen, immer kleiner. Das heißt, sein Freiheitsraum, in dem er agieren kann, wird immer beengter. Also da wird natürlich, da geht's innerlich und dann auch äußerlich, geht's dann richtig deftig her. So, und Krise spannt die Nerven der Menschheit bis zum Extrem. Weil du gerade sagtest, das Vertrauen ist nicht da, dass sich auch was ändert, was bewegen kann. Ich meine, es ist tatsächlich eine relativ statisch, also gerade aus Unternehmersicht, wenn man als Unternehmer dann mit Politik zu tun hat, ist es schon auch immer sehr statisch, sehr langatmig, sehr mühsam. Ja. Als Unternehmer, als Führungskraft triffst du eine Entscheidung, da wird im besten Fall exekutiert, da geht dann was, das ist ja Politik grundsätzlich mal anders. Aber wer tatsächlich, also der Behauptung, man könne nichts verändern politisch, man könnte sich nicht einbringen, der möchte insofern gegenübertreten, als ich auch aus der eigenen Geschichte raus weiß, als ich 1998 in die FDP eingetreten war, als damals noch als relativ junger Mann, habe ich sehr schnell gelernt, dass man auch als kleines Rad in so einem System Dinge anschieben kann. Man muss sie nur sagen, dann ist es zwar nicht so, dass dann alle auf dich sofort hören, aber du beeinflusst. Wenn du dann neben einem Abgeordneten sitzt, auch als einfaches Mitglied, man kennt sich dann und dann kann man schon auch beeinflussen, weil der eine oder andere, der dann tatsächlich ein wichtigeres Amt hat, auch zuhört, damit beeinflusst man. Oder man schreibt ein Wahlprogramm, es ist die Wahlprogramm nicht gelesen. Und natürlich kennt ein Bundesratsvertrag als Abgeordneter das Programm, auch das Wahlprogramm der FDP und ist natürlich in der Regel klug beraten, nicht wirklich konträr dazu zu machen. Das ist parteipolitisch intern zu Recht Ärger kriegen. Sigrid, wir haben unseren Außenreporter gerade zugeschaltet. Der Werner Paulus, der kommt gleich noch mal kurz rein. Er ist in Burschleißheim. Genau, da bin ich. Ja, wunderbar. Warte mal, ich hole dich mal kurz auf groß. Ganz schön drauf. Burschleißheim, Ruderregatta. Genau. Du hast heute einen Oktoberfestlauf, oder? Ja, genau. Kann man mich sehen? Ich weiß Ja, nicht. perfekt. Okay. Ich war heute beim 10 Kilometer Oktoberfestlauf dabei und jetzt in ein paar Sekunden geht hier der Swimrun los. Das ist abwechselnd Schwimmen, Laufen. Wer hätte es gedacht bei Swimrun? Übrigens, hier ist schon die Wassermacht hinter mir. Sehr schön. Falls jemand untergeht, was wir nicht hoffen. Und da ist gleich der Start und den werdet ihr live verfolgen können. Da geht es erstmal los mit 350 Meter Laufen und dann geht es hier ins Wasser und zwar direkt neben mir. Also die Läufer kommen dann direkt bei mir vorbei. Ist ja cool. Und das ist in Unterschleißheim, oder? Genau, das ist an der Ruder-Regatta-Strecke. Ja. Und heute alles für Oktoberfest, oder was? Ja, genau. Und da hinten ist der Start. Hervorragend. Aber du, das schaut ja schon fast wie Karibik oder Bergsee aus, oder? Ja, Oder Monaco. Oder Monaco, genau. Gestern hatten wir die Scheibe von Monaco. Hallo, Heute es ist Monaco, bitteschön. Da hast du recht. Die Italiener sagen Monaco dazu. So, jetzt geht's los. Das ist Italiener. Ich sage Monaco dazu. Wichtig, lieber Männer. Monaco. So, Das zu da sind die Monaco. ersten, Das sind die Orte. könnt ihr das sehen? Das sind die ersten Läufer unterwegs. Ja, So, aber ein Traumwetter habt ihr erwischt, Mensch. herrlich. Ja, das haben wir auch erwischt. Wir sitzen ja nur innen drin. Ja, wir sitzen merken es noch drin. nicht. Wir gehen dann später raus, dann, Ja. dann gönnen wir uns dann auch ein bisschen Sonnenschein. So, und du springst jetzt dann gleich los, oder? Nee, ich bin ja schon durch. So, servus, viel Spaß. Okay, und Bist zufrieden? bist zufrieden mit deiner Nummer? Ich bin zufrieden. Ich weiß meine genaue Zeit nicht, aber ich sollte neue persönliche Bestleistung haben. Von daher, jetzt werde ich hier seekrank.
Ja, das Ding hier ganz schön aufschaukelt. absolut. Läuft bei euch, würde ich jetzt sagen. So, vielleicht schauen wir mal, wie die Jungs und Mädels hier ins Wasser springen. So schaut es bei mir auch aus. Vielleicht nicht ganz Nee, so bei dir schnell. bei dir spritzt es mehr, Werner. Also ich springe wie eine Elfe, bin ich immer. Oder wie heißt das große Grautür mit dem Bus? So, alle Altersklassen dabei. Sehr cool. Also, So, und jetzt müssen wir auch dann irgendwann mal noch ja, da kommt der Alex schon angerannt da hinten. Ich gehe ihm mal ein Stück entgegen. Das ist der Organisator, der Dr. Alex Fricke, der junge Mann, der da angerannt kommt in der Tracht. geht nur schneller. Der springt jetzt aus, was? Ja, es ist Altersgruppenrennen, das dauert ein bisschen länger. So, Alex. Okay, Servus, grüß dich. Herzlich willkommen zur Digiwiesen. ich versuche mal hier eben umzuschalten. So, Ja. jetzt. Ja, wir sehen euch. Servus, Alex. Hi! So, das ist der Das ist die ganze Fricke. Nummer, oder was? Alex, du bist jetzt live dabei, live Stereo in Farbe bei der Digiwiesen. Sag mal, wer du bist und was du machst. Servus mitsammen. Servus. Hi! Ja, wir sind hier auf der Regattastrecke in Oberschleißheim beim Oktoberfestlauf mit Halbmarathon, 10 Kilometer, 5 Kilometer, einem kleinen Kinderlauf und jetzt, wie ihr eben gesehen habt, dem Swimrun. Sehr cool. Und du organisierst das schon? Ja, Du bist der Organisator. jetzt habe ich nicht verstanden. Du bist der Organisator. Und seit wann? Genau. Wie lange machst du das schon? Also das Organisator mache ich schon. Vor 20 Jahren habe ich angefangen im Verein und dann irgendwann selbstständig gemacht und dann halt verschiedene Veranstaltungen hochgezogen. Winterlaufserie, Firmenlauf Würzburg, Langstreckenschwimmen, Starnberger See schwimmen, Triathlon hier auf der Regatta, Halbmarathon im Olympiapark und so weiter. Genau, Firmenlauf in Würzburg, das wäre doch was für einen German Mittelstand als Teilnehmer. Absolut. Ich hoffe, wir können das irgendwann wieder machen, weil das ist, wir bauen dort in einem Schwimmbad 400 Biertischtouren auf. Also das ist praktisch Wiesenstimmung und das ist halt, weil es jetzt momentan halt noch nicht so richtig geht. Ne? Aber wir haben hier, können wir nachher vielleicht ein Beutel machen auch, wir haben einen kleinen Biergarten aufgebaut, auch mit Grill und Original-Wiesenbier. Das kannst du da hinten. Sieht man da hinten. Genau. Aber sage ich. Nächstes Jahr sind wir dabei, oder? Nächstes Jahr machen wir Außenstelle bei euch. Ja, logisch. Genau. Seid sehr herzlich. Springe ins Wasser, das sage ich dir. Das verspreche ich heute schon. Oh, Es hat 16 Grad, aber das geht. Wir haben das jetzt. wir hören Wir da haben was das jetzt, im Publikum. wir haben das Also jetzt die Kälte macht mir nichts aus. Das kalte Wasser ist mir wurscht. Ich habe ja, das ist ja alles gut. viel Wärmefett. Ja, du hast ja deinen natürlichen Neoprenanzug. Eben, genau. Sehr Mit der charmant. Unverschämtheit lasse ich dich jetzt ins Wasser wieder. Also, feiert noch schön. Servus, ciao. Servus, danke, dass du da warst. Servus, ciao, ciao. Ups, zum Abschluss vielleicht nochmal ganz da hinten sind die jetzt unterwegs. Die sind also wieder aus dem Wasser raus Ja? und sind ganz da hinten unterwegs. Ganz klein sieht man sie. Geht es dann irgendwann wieder ins Wasser, geht es dann rüber und so weiter und so fort. Ja, ich sehe auch die Uber-Cars da hinten, die euch dann wieder die vorbringen, die Leute. Wenn was läuft? Die Ubers, das sehe ich da hinten, wie sie rumfahren und die Läufer oder die Schwimmer wieder zurückholen. Die laufen Ja, ja genau. gar nicht. Genau. So eins ist natürlich auch klar, lieber Werner. Wenn du das veranlasst, dass der German Mittelstand bei dem Laufen und bei diesen anstrengenden Sachen dabei sein soll, dann wirst du uns dort repräsentieren. Das macht er ja gern. Genau. Ich komme dann Genau. in den Biergarten. Das ist, glaube ich, die richtige Location. Und ich springe ins Wasser. Alles klar. Also, viel Vergnügen noch da draußen in der Sonne. Jo, Servus. Ciao. Ciao, bis ciao. dann. Ciao. Ups, ist er schon weg? Nee. Jetzt ist er Ja, weg. Gut. genau. So, kleine Unterbrechung, sorry, aber Guter Organisator. am Samstag haben wir so ein bisschen außen. Spannende Themen, ne? Ja, oder? Auch Sport ist ja wichtig. Ja, das ist ja auch eine Frage. Sport und Vereine. Wie steht da ganz dreckig in Corona? Ja. Was ist da der Plan? Wie wird da weitergeholfen? Weil wir brauchen ja Engagement in allen Richtungen, wie wir es in politischen Richtungen genauso brauchen. Brauchen wir ja auch hier im Engagement, was du vorhin auch gesagt hast, Richtung Schule, aber auch natürlich Sport und Vereine für die Jugend. Vereine, Ehrenamt, all die Themen. Ja, wobei die ja eigentlich, wenn ich das so glaube,
das ist ja nicht so, dass die am Hungertuch in der Vergangenheit genagt haben. Die gab ja auch, glaube ich, ganz gute Hilfen in der Corona-Zeit. Häufig etwas spät, klar. So, da haben wir ja auch die Regierung kräftig immer wieder eins auf den Deckel gegeben. Aber die Probleme sind natürlich eigentlich, da spricht es so der langjährige, auch bildungspolitisch Interessierte dann, der sich damit beschäftigt hat, im Bundesbildungsfachausschuss und den Themen. Die Probleme sind natürlich dann an einer anderen Front, dass die Vereine dann das Nachwuchs, das Thema Sportstätten, Verfügbarkeit. Ja. Dann natürlich ist die Ausweitung, das ist natürlich auch ein Problem für viele Vereine, die Ausweitung der Schulzeit, sozusagen erst mit dem Nachmittagsunterricht, so gut es letztendlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Familien ist, dass die Kinder sozusagen nachmittags auch in der Schule sind. Für die Vereine ist es an der Stelle Gift, weil an den Zeiten, wo sonst die Kinder zum Vereinssport gegangen sind, ist auf einmal jetzt Schulsport angesagt. Also hier müsste man viel mehr Schule und Vereine zusammen verzahnen, weil es da sicherlich noch, sagen wir mal, Luft nach oben. Ja, aber das ist ja alles gestaltbar. Ja, so. Also ich meine, ich mache zum Beispiel die nationale Initiative MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Da gibt es Tausende von begeisterten Initiativen. Ja. So, und dann ist die Frage, wie kann Schule und außerschulische Initiative zusammenarbeiten? Ja. So, dann kann die Frage sein, wie kommt der Sportverein in die Schule? Ja. Ne? Und nicht fängt man jetzt an, eigene Schulsport aufzubauen und, sondern beginnt man eine nachhaltige und längerfristige Partnerschaft zu machen. Also das sind dann im Grunde die Chancen, die Schulen haben. Und das sind auch die Chancen, die Vereine haben. Aber im Grunde heißt es ja überall ein Stück umdenken. Richtig. Die Welt hat sich durch Corona geändert. So, und da verändert sich halt alles mit drumherum. So. Aber das ist auch richtig so, weißt du? Also ja, Gott sei Dank. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern. Jetzt gibt es an der Schule Yoga und Basketball und ja, genau so soll das sein. Also ich meine, dass das Ganze auch ein bisschen zusammengehört, weil es gibt halt nicht mehr nur die klassische Mutter, die halt den ganzen Nachmittag das Kind dort gegenfährt. Ja, und du würdest jetzt das Yoga-Angebot wäre eines, was die Schule mit dem Verein organisiert. Genau, so ist es. Wenn du das dann öffnest, sozusagen, und sagst, okay, da darf auch nicht nur Schüler von der Schule dabei sein, dann dürfen jetzt auch mal Fremde dabei sein. Da möchte ich mal sehen, was dann in der Administration los ist, bei der Fragestellung, darf denn das sein, dass jetzt Schulfremde bei einem Angebot der Schule möglicherweise kann aber auch durchaus schwierig sein. Ja, die Frage ist auch, muss das sein? Ein Problem, ein großes Problem. Ja. Und ich möchte es auch echt erweitern. Das ist ja nicht nur der Sportverein, das ist ja auch Musik. Ja, also das gibt ja so viele Engagementmöglichkeiten oder Betätigungsmöglichkeiten. Also da spricht nichts dagegen, die endlich mal zusammenkommen zu lassen. Ja, also die Schule muss sich ja öffnen. Schule ist ja nicht nur Klassenzimmer und Fächerkanon, sondern Schule ist wirklich eingebettet sein in. So, und dann gibt es ganz viel. Wir werden übrigens in einen solchen Lehrermangel reinrauschen. Im Osten Deutschland beginnt schon, weil die Demografie da viel früher zuschlägt, dass wir im Grunde ohne ehrenamtliche Unterstützer und Vereine und Initiativen das gar nicht mehr wuppen werden. So, jetzt ist aber auch die Not manchmal eine Tugend, denn jetzt hast du dann plötzlich wieder ganz viel mehr Kreativität in der Schule. Du machst plötzlich nicht nur was für den Kopf, sondern auch für den Körper und für die Seele. Wunderbar. Also man muss die Chancen, die in dieser Veränderungsdynamik drinstecken, die muss man packen. Unglaublich. Menschen müssen miteinander reden, gell? Ja, wir müssen aus ihrem Silo raus. Ja. Vereine aus ihrem... Ja, klar. Ich meine, ich komm ja auch mit dem einen oder anderen Verein zusammen und dann, ja, wir werden dann häufig so ein bisschen als abgekapselt von den Anwohnern gesehen und so weiter. Da sage ich, ja, aber wir machen auch doch für finanziell Benachteiligte, machen wir doch auch Kurse. Da sage ich, wie viel nehmen denn da teil? Dann ist das auch, dann lächelst du eigentlich. Und dann kommst du eigentlich auf die Thematik und sagst, das war auch hier bestimmt. Ihr könnt nicht nur ein bisschen am Rande was machen für finanziell Benachteiligte, sondern ihr müsst divers werden. So wie die Gesellschaft um euch herum. Du hast ja eingangs auch erwähnt, dass du für die Schule einen eigenen Plan hast.
Ja. Was sind denn so diese 2, 3 Punkte, wo du sagst, das müssten wir jetzt als erstes dringend anpacken? Ja, also jetzt reden wir dann doch wieder über das Dringendste. Ja. Was ja nicht immer das Wichtigste Nicht das Wichtigste. Ja, okay. Ja, also, nein, ich habe über Zukunft gesprochen. Und dann nehme ich mir die Freiheit. Also erstens, Schule der Zukunft braucht keine Klassenräume. Sie braucht Räume für Zweiergespräche, sie braucht Räume für kleine Projektgruppen, sie braucht einen großen Raum, wo alle zusammenkommen, sie braucht einen Ruheraum, sie braucht Räume, wo man mit Technologie sich auseinandersetzen kann, oder Wahllabore, virtuell, so, und gerne dann auch den virtuellen Raum. Also deswegen, für mich ist die Digitalisierung ist im Grunde ein Medium, das hilft. Aber dann, wir reden über das Aufbrechen wirklich von tradierten Strukturen. So zweitens, die Schule und wo man sich ans Lerntempo anpasst, an den Lernstil etc. Das ist für mich die zweite wichtige Thematik. Darüber wird im Grunde heute ganz wenig gesprochen. Und das dritte Thema ist die Lehreraus- und Fortbildung. Und das ist eine konstante und eine beständige. Die hat auch damit zu tun, dass der Lehrerberuf attraktiv bleibt. Das heißt, dass man ein ordentliches Personalentwicklungskonzept an der Schule hat. Dass es auch Männer in Lehrberufen gibt. Ja. So ist es. Also, ja, also die Diversität zum Gestaltungsprinzip. So, und was natürlich, was dringend zu tun ist, das ist relativ simpel. Toiletten sanieren, Gebäudesubstanz sanieren, jeder Lehrer und jeder Schüler tatsächlich seinen eigenen Laptop und modernere Sitzgarnituren, damit man anders arrangieren kann und ein bisschen sozusagen auch persönliche Lernatmosphären herstellen kann. Und last not least die Digitalkompetenz der Lehrer. So, aber das sind im Grunde, das ist jetzt nicht Zukunft, sondern das ist Reparaturbetrieb. Das haben Österreich um die Ecke rum oder Dänemark, die haben das. Ich will heute nicht zu politisch werden, aber unsere Digitalministerin hat ja auch gesagt, gut, Job erledigt, funktioniert ja jetzt, ja. Und ich sehe das halt auch echt kritisch. Da funktioniert ja gar nicht. Aber du wolltest doch was gar sagen. nicht. Ich glaube, ich würde noch einen Punkt, ohne dir jetzt zu widersprechen, sondern würde einen Punkt noch ganz vorne auf die Agenda setzen, was bei dem Thema Bildung, insbesondere bei dem Thema Schulen, vorne dran gehört. Insbesondere auch beim Hintergrund der Diskussion, ob man sozusagen ein Bundesbildungsministerium braucht oder das in der Länderhoheit lässt. Ich plädiere dafür, den Schulen deutlich mehr Freiheit zu geben, sozusagen über die sogenannte eigenverantwortliche Schule, also viel mehr Verantwortung an die jeweiligen Schulen zu vergeben, dort vielleicht auch wirklich in den Schulen sowas wie Schulmanager zu haben, die jetzt nicht unbedingt aus dem Lehrbetrieb kommen, sondern sich einfach um die Infrastruktur kümmern, dass das Ganze funktioniert. Die müssen jetzt nicht selbst auch zwingend Pädagogen sein, ne? Also damit auch die Direktoren entlassen und dass viele Entscheidungen vor Ort getroffen werden und nicht eben von einem Bundesbildungsminister erklärt werden muss, hier hast du Geld, um die Toilette zu sanieren. Das kann nämlich ein Rektor vor Ort oder das entsprechende Management einer Schule viel besser machen. Also deswegen eigenverantwortliche Schule stärken wäre für mich ein echter ein Befreiungsschlag, um in dem Bereich viel voranzubringen. Da gehört auch die Personalhoheit dazu und natürlich die Budgethoheit in die Schulen verlagern. Das wäre eine IT-Abteilung mein Wunsch für einen echten Burner, Booster sozusagen für die Bildung. Mikropolitik raus, Mikropolitik durch die Behörde raus, ja, und Freiheit in die Schulen rein. Ja. Wusste ich, dass wir uns da nicht uneinig sind? Nein, das sind wir uns sehr einig. Schulfreiheitsgesetze in jedem Bundesland. Schule ist ja das eine Thema. Das andere Thema, was du auch angesprochen hast, das ist natürlich Digitalisierung und das ist Raumfahrt. Ich glaube, das sind und Nachhaltigkeit. Also die 3 Punkte sind ja nochmal sehr, sehr gewichtig und schwerwiegend. Jetzt finde ich persönlich, ist Nachhaltigkeit und Digitalisierung immer ein Topf eigentlich.
weil wir durch Digitalisierung auch sehr viel nachhaltiger werden können, auch ökologisch nachhaltiger werden können. Wie ist für dich der Einsatz der Digitalisierung als Digitalmensch? Du kommst von der Telekom natürlich auch. Wie wichtig ist für dich eben dieser Einsatz von Digitalisierung in der Nachhaltigkeit? Ja, also es ist, wenn man beispielsweise Raumfahrt und die Erdbeobachtung zusammenbringt, dann sammelst du ja quasi über künstliche Intelligenz, sammelst du Milliarden an Daten und kannst im Grunde die Erdbeobachtung systematisieren, Klimaveränderungen, Waldbrände ganz frühzeitig entdecken, vieles andere mehr. Also ist für mich ein klassisches Thema, man würde ja nicht auf die Idee kommen, jetzt Raumfahrt mit Umwelt zusammenzubringen, aber ist ganz eng miteinander verzahnt. Das zweite Thema, und jetzt komme ich ein bisschen mehr auf die Digitalisierung, da hat eigentlich, ich sage mal so, Deutschland hat halt einen extremen Nachholbedarf. Und zwar in der öffentlichen Verwaltung, in der Gesundheit, in der Bildung, wo wir im Grunde, ihr wisst ja, im zweiten Lockdown waren immer noch 90% der Berliner Behörden nicht Homeoffice-fähig. Gerade mal 10% der Mitarbeiter konnten von zu Hause aus arbeiten. So, das ist ein Zustand, den kann man gar nicht akzeptieren. Gesundheitsbehörden. Ich meine, wir haben heute noch die Situation, Stadt München sagt gerade wieder wegen Personalmangel, sind die Inzidenzzahlen falsch gewesen. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine analoge Welt. So, und über Schule haben wir gesprochen. So, also das ist Digitalisierung rauf, runter. Das ist Reparaturbetrieb. Das ist überfällig. Das haben andere Länder vor 15 Jahren begonnen. Also das ist jetzt für mich überhaupt keine Innovation. Sondern es ist im Grunde nichts anderes als endlich aufholen. Wenn viele Behörden oder wenn Politiker von Personalmangel sprechen, das ist für mich in aller Regel der blanke Hohn. Insofern, als es meistens darum geht, Digitalisierungsmangel. Das heißt, sämtliche Effizienzpotenziale sind in der Regel nicht gehoben. Ich habe vor Jahren ein Erlebnis immer noch präsent, wo ich mal einen kleinen Verkehrsunfall miterlebt habe, wo ich als Zeuge dann dabei war. Und dann waren die Herren und Damen von der Polizei und haben auf einem Durchschreibblock haben die Daten aufgenommen von diesem Unfall. Und da habe ich die gefragt, sagen, habt ihr eine iPad oder so? Nee, aber pass auf, wenn wir jetzt dann in der Wache sind, dann nehmen wir diese Zettel und dürfen sie dann nochmal abschreiben. Mit der Schreibmaschine. Mit der Schreibmaschine. So. Nein, die haben es dann schon in den Computer rein. Also so weit war es dann schon. Ich weiß aber nicht, auf was. Aber ich habe vor ein paar Jahren noch. Und wenn ich mir das anschaue und dann wird gefordert, dass wir mehr Polizisten einstellen müssen, dann mag das durchaus eine brauchbare Forderung sein. Aber da will ich doch erst wieder dafür sorgen, dass die Polizisten, die es gibt, sich wirklich um ihren Job kümmern können und nicht. Und dasselbe haben wir bei Ärzten, bei Physiotherapeuten, mit Bürokratie, mit Zettelwirtschaft. Ich war vorgestern beim Zahnarzt, da hat die Behandlung 5 Minuten gedauert und das Zettel ausfüllen und vorbereiten hat eine Viertelstunde gedauert. Ja? Da müssen wir weg. Aber warum tun wir uns so schwer? Also ich meine, Tim Berners-Lee hat 89 das World Wide Web sozusagen gelauncht. Das ist jetzt auch nicht gerade gestern. Warum sind die Deutschen in diesem Fall irgendwie so zögerlich? Ich behaupte, weil diejenigen, die aktuell am politischen Ruder waren, da gibt es immer noch so Sprüche wie, das ist ja Neuland, das wir betreten. Vor 5 oder 6 oder 7 Jahren war das. Aber ich sage, da lange ich mir an den Kopf und sage, sorry, wer da noch sagt, das ist Neuland, der hat echt den Schuss nicht gehört. Und wir brauchen jetzt tatsächlich endlich wieder Politiker am Ruder, die eine Vision haben. Und die eine Vision für Deutschland haben als ein führendes Land, was auch das Thema Digitalisierung, Infrastruktur und sowas hat und auch bereit sind, dafür Dinge auf den Weg zu bringen, die möglicherweise im Auge des einen oder anderen Menschen da draußen, sprich einen anderen Wählers, nicht bequem sind. Ich sage mal Stichwort, die Stromtrassen von Nord nach Süd, die müssen halt durchgesetzt werden, auch auf die Gefahr hin, dass ich meine Wahl verliere.
Ja, aber du hast natürlich recht. Du kannst auch ohne Willy Brandt neu oder Christian Lindner kannst du was machen. Es hindert keinen Chef eines Gesundheitsamtes dran, in seinem Verantwortungsbereich zu digitalisieren. Es hindert keinen Schulleiterin dran, in ihrem Bereich zu digitalisieren. Das wird vielleicht nicht ganz optimal sein, aber es gibt keine Begrenzung. Und ich weiß, wovon ich rede. Weil ich zeichne ja jedes Jahr Dutzende digitaler Schulen aus und das überwiegend Schulen, die in eigener Kraft es geschafft haben. So, was heißt das? Das heißt, dieses Land, und zwar bitteschön nicht nur die Politikerkaste, das geht bis rein in die Entscheider, die Lokalen, ist träge geworden. Weil wir natürlich erfolgsverwöhnt sind. Mit unseren alten Methoden haben wir ja es jahrelang trotzdem hinbekommen, Exportweltmeister zu sein, wie auch immer wir, okay, ob wir bei PISA ab und zu runtergestürzt sind, da haben dann die Bildungstheoretiker gesagt, PISA ist sowieso Mist, dann war das Thema weg und abgeräumt. Aber im Grunde sind wir bis runter in die lokalen Entscheider müde und träge geworden. Und diese Frage des Aufbruchs ist, und das sage ich in aller Klarheit, morgen ist Bundestagswahl, aber der Aufbruch, der beginnt auch bei Millionen, die was zu entscheiden haben, in Verwaltungen, im Bildungs- und Gesundheitssystem, in der Wirtschaft, wie auch immer. Sonst hast du nur da oben, ne, hast du ein paar, die was entscheiden und sagen wir mal, die ganzen inneren Organe ticken nach dem alten Modus. Das Land braucht wieder Lust auf Veränderung. Absolut. So, und bitteschön, wir brauchen nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die auf der Arena sitzen und die böse Politik machen, sondern die auch selber in ihrem Feld in die Arena gehen und was tun. So, also wir reden auch über das Selbstengagement der Menschen. So, und dieses Land wird nicht nach vorne kommen, wenn wir alles nur an die Spitzenpolitiker in Berlin delegieren. Kluge Worte. Kann ich nur Beifall klatschen sozusagen, virtuell oder auch. Absolut richtig. Aber genau das ist der Punkt. Wie kriegen wir denn den Wandel? Also ich will nicht immer, dass man die Politik ist wichtig, klar, aber getrieben wird ein Land durch die Unternehmer und durch die Bürger eines Landes. Wie kriegen wir denn jetzt aus unserer Brille natürlich, weil wir den schönen Mittelstand vertreten, diesen Wandel in den Köpfen der Unternehmer hinein, diesen Biss wieder und dieses jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, hatten wir ja schon mal. Wie kriegen wir das wieder in die Richtung? Ja, also ich fange mal woanders an. Ich hätte mich gefreut, wenn das Schulreferat mal in den letzten 10 Jahren in München auf die Idee gekommen wäre, mal selber sozusagen einen wertschätzenden Wettbewerb zu machen. Wie sind die Münchner Schulen? Egal ob Grundschule oder Berufsschule oder Gymnasium, so, und wer hat hier richtungsweisende Konzepte? Also, verstehst du, und jetzt rede ich wirklich über kommunale Entscheider, die etwas in die Hand nehmen hätten können. Und die hätten dann auch sagen können, und die ersten 10 Gewinner, die kriegen auch substanziell hier, werden von uns auf dem und dem Thema gefordert. So, das Thema Mittelstand ist natürlich, ich sag mal immer, lasst auch die Jungen ran. Wir wissen, dass ganz viele Veränderungsprozesse im Mittelstand daran scheitern, dass die Generationenkonflikte nicht sauber gelöst werden. Und wo dann irgendwann mal der 80-jährige Vater sagt, so, Sohnemann, Knaubremse, Sohnemann, geh du mal raus, bringst hier nichts, ich übernehme wieder das Ruder. So, also es gibt dann natürlich auch andere, wo Sohn und Tochter sich dumm verhalten, aber die ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass in diesem Generationenwechsel, der ja auch ein Dynamikwechsel ist und eine Chance, dass neue Konzepte wieder ausprobiert werden. Natürlich mit höherem Risiko. Aber das hat der Alte auch gehabt vor 50 Jahren.
Ja. Wir haben aus meiner Sicht eine Chance, und zwar nenne ich das mal die ganzen Bremser überall im System. Wir haben sehr viele Bremser und auch Momente, nicht nur Bremser im Sinne von Menschen, sondern auch systemimmanente Bremsen eingeschaltet. Wenn man mit vielen Bürgermeistern da draußen spricht in den Kommunen, würden die sich tatsächlich mehr Freiheitsgrade wünschen. Es wird immer sehr viel von den höheren Gremien oder von den höheren Ebenen an sich gezogen, an Entscheidungsgewalt. Und das ist natürlich irgendwie eine Bremswirkung, natürlich in der Arbeit unten. Wenn du sagst, ja, ich muss ja erst da den Herrn Minister fragen, ob ich da unten eine neue Toilette sanieren darf, dann würde ich sagen, erstmal lange nicht saniert. Das ist mal ein ganz blödes Beispiel zu machen. Und wir müssen wir müssen mehr Zutrauen wieder in die unteren Ebenen delegieren. Das politische Wort, das heißt Subsidiarität. Das, was vor Ort entschieden werden kann, sollte auch vor Ort entschieden werden können. Wir sollten nicht immer glauben, dass zentrale Entscheidungen bessere Entscheidungen sind. Lasst die Menschen vor Ort machen, was sie machen. Und es gibt auch ganz viele Unternehmer und Mittelständler, die machen wollten. Du hast vollkommen recht mit dem Generationenkonflikt. Aber es gibt auch oft das Thema, dass natürlich mutige Unternehmer auch ausgebremst werden durch komplizierte Bürokratie, durch komplizierte Verfahren, durch langwierige Verfahren. Und da müssen wir ganz viel an den Bremssand, die Bremsklötze und die Bremser identifizieren und ausmerzen. Das wäre mal sicherlich ein Punkt. Wenn wir daran arbeiten, glaube ich, kommen wir tatsächlich deutlich schnell weiter. Aber das ist auch also die Bremser ausbremsen. Die Bremse ausbremsen, genau. Ich meine, es ist ein wichtiges Thema, auch diese ganze Regulierungen. Also ich meine, Deutschland ist ja ein Land und ich glaube, das hat in der Corona-Krise niemand so gespürt wie wir, dass wir manchmal gedacht haben, wir regulieren uns selber zu Tode, ja. Was ist da eure Meinung dazu? Ist es so? Ist es gut so? Müsste man es anders machen? Wie denkt ihr darüber? Nein, so kann es ja nicht weitergehen. Die Corona-Pandemie war das eine. Das zweite war die Flutkatastrophe. Und das dritte war die Art und Weise, wie wir den Afghanistan-Abzug organisiert haben. Eigentlich 3 Beispiele in kürzester Zeit, wo man sieht, dass wir im Grunde in den Verwaltungsgestrüpp uns selber ersticken. So, und also jetzt muss man eines auch ehrlich sagen, jedem Wähler und jeder Wählerin, Verwaltungsreform ist ein schönes Wort, aber gewöhnlich dauert sowas, wenn man es wirklich anpackt, 10 Jahre. So, da muss auch Realismus rein. Aber natürlich kannst du beginnen, wenn du ein Verteidigungsministerium hast oder ein Bildungs- und Forschungsministerium, da kannst du beginnen, neue Prozesse einzuführen. Du kannst in deinem Verantwortungsfeld, das vielleicht 2% oder 5% ausmacht, des Gesamten auf der Bundespolitik, jetzt habe ich über Landes- und Kommunalpolitik gar nicht gesprochen, aber du kannst, wir sagen ja auch, wir wollen im Thema Klimaschutz, obwohl wir nur 2% der Emissionen ausstoßen, trotzdem wollen wir muten wir uns das zu. Ist ja eine Zumutung, im schönen deutschen Wort Mut. So, und natürlich kann sich eine Ministerin kann sich zumuten, ihre Behörde zu reformieren und leistet damit ihren Beitrag, bescheidene 2%, zu einer Verwaltungsreform. So, und genau das Gleiche kann sich ein Verkehrsreferat oder ein Bildungsschulreferat in der Landeshauptstadt München zumuten. So, und diese Vielfalt der Zumutungen gibt Reform. So, und jetzt brauchst du natürlich, damit es kein Chaos ist, brauchst du ein Stückchen sozusagen Verzahnung in der Unordnung. Natürlich, wenn du Helferinnen und Helfer hast in der Flutkatastrophe, übrigens, wir haben überhaupt keine Digitalisierung genutzt, um Angebot und Nachfrage in der Not der Flutkatastrophe zusammenzubringen. So, und natürlich brauchst du solche horizontalen Verzahnungsmechanismen, so ein horizontales Projektmanagement, wo es dann nicht vertikal ist, hier oben ist Bund, dann die Länder und da unten die Kommunen, sondern die sitzen alle in einem Boot. Ne? Da brauchst du ein Projektmanagement, das alle einbindet. Das geht schon bei der Frage Digitalpakt Schule.
Ne, ich kann auch mal auch eine Behörde noch nicht reformiert haben und kann trotzdem ein Projektmanagement einführen, das über 3 Ebenen hinweg greift. Wo ich im Grunde den am Schluss frage, was brauchst du eigentlich, lieber Lehrer, damit in diesem langen Prozess denn alles läuft? Und der Lehrer sagt, ich weiß es auch nicht so genau, weil da kommt genau der Punkt, den du vorher gesagt hast. Aber der würde Das Weiterbildungsthema, ja. Ja, aber der würde vielleicht sagen, die eleganteste Lösung ist, dass die Schule, nicht ich, 400 Rechner kaufen kann und wir die Rechnung hinterher der Schulverwaltung in Rechnung stellen können. Und die Schulverwaltung sagt, wir kriegen es in Rechnung gestellt und du, lieber Landesminister, der den Digitalpakt vom Digitalpakt Schule so und so viel hat, du gibst sozusagen uns dann den Anteil davon. Das heißt, wir denken im Grunde vom Bürger aus, vom Nutzer aus, so wie jedes Unternehmen. Du bist ja Unternehmerin, jedes Unternehmen, du bist Unternehmer, Ihr denkt doch im Grunde vom Kunden her. So, und das ist eigentlich eine Schlüsselantwort, auch im Projektmanagement. Weil da kommen die Spezifikationen her. Da sagt der Lehrer, ich weiß zwar nicht, wie das alles verrechnet wird, aber am besten ist, ich gehe um die Ecke. Und wenn ich dann vielleicht noch einen Katalog hätte, welche Laptops passabel sind und welche nicht, und ihr hättet relativ schnell euch darauf verständigt, so eine Positivliste, wunderbar. Ich glaube, wir müssen öfters mal innovativ denken. Ich will jetzt nicht dieses Querdenken in den Mund nehmen, weil das ist ja leider ein Misskredit geraten. Schade eigentlich, gell? Total schade. Initiativen, Tolles Wort eigentlich. wirklich schlecht drauf sind, aber anders denken. Wir haben der Kopf ist ja rund, damit man auch die Richtung des Denkens ändern kann. Und wenn wir jetzt über Verteidigung und über Europa an der Stelle mal ganz kurz einen Schwenk machen. Es wird weltweit wissen wir müssen unsere Afghanistan, wir haben die Lehre daraus gezogen, wir müssen eigentlich unsere Verteidigung europaweit anders organisieren, weil wir nicht mehr darauf zählen können, dass wir die Amerikaner uns immer sozusagen raushelfen aus jeder Bedrohung. Mal vereinfacht gesagt. Es gibt also hier Reformbedarf. Das sagtest du, beim Verteidigungsministerium kann man darüber machen. Warum nicht mal ganz anders denken und sagen, wir haben doch auch unser Projekt Europa vor der Brust. Warum fangen wir nicht viel stärker an, by the way, übrigens dann auch bei dem Thema Energiepolitik, europäisch zu denken? Warum gründen wir nicht eine europäische Armee unter der Führung des Europäischen Parlaments, die jetzt nicht mehr den einzelnen Mitgliedern der Europäischen Union untersteht, sondern tatsächlich dem Parlamentsvorbehalt des Europäischen Parlaments mit den entsprechenden. Da muss man sicher einiges machen, viel diskutieren, aber in einer solchen neuen Armee könnte man natürlich ganz viele Reformen und aufwendige Dinge auf den Weg bringen, die sich in den alten, verkrusteten Strukturen wahnsinnig schwer tun würden. Man hätte sozusagen ein wirklich neues System, dass man von vornherein, wie wir das Glück hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Land zu werden, ja, mit ganz neuen Strukturen, die sich jetzt verkrustet haben. Ja. Manchmal muss man einfach was Neues daneben stellen, um weiterzukommen. Hier hätte man historische Chancen, Dinge nach Europa zu verlagern und damit wirklich Krusten aufzubrechen, Dinge neu zu machen. Nur ein kleiner Denkanstoß. Ja, das europäische Spiel ist natürlich auch ganz wichtig. Also, wir denken auch immer klar, weil jetzt auch Bundestagswahl ist Richtung Deutschland, aber Europa, da sollten wir viel aktiver werden. Bundeswehr wäre ein schöner Einsatz, weil wir dann vielleicht auch ein bisschen europäischer denken werden, auch die Einzelnen für uns. Genau der Aspekt. Ja, ich meine, ich kann mit solchen Gedanken bestens umgehen, weil das ist ja ganz klassisch, wie Firmen innovieren, indem sie sozusagen auf anderen Gelände beginnen, was Neues aufzubauen. Ja. Das fängt schon an der Beschaffungspolitik an. Schlimmer als heute kann es nicht werden. Da ist jede europäische Lösung kostengünstiger und wahrscheinlich klüger und schneller. So, da muss man nur aufpassen, dass uns die Franzosen nicht ihre Dominanz um den Kopf haben. Ja, das ist dann auch wieder wichtig. Ganz so trivial ist es nicht. Ich habe das schon erlebt. Ich war ja lange Zeit in der Luft- und Raumfahrt, wie in einem vereinten Europa die Technologien alle nach Toulouse gewandert sind.
Also das ist dann, hat dann auch seine Tücken, aber natürlich ist das ein Weg, den man gehen kann und der natürlich wahrscheinlich auch dann ein Beitrag ist für den weiteren europäischen Einigungsprozess. Ja, und vor allem, wenn du Armeen unter ein anderes Kommando stellst, dann bringst du ja Strukturen zusammen, die viel fester sind als nur 1 Euro zu haben. So, also insofern, ja, wunderbar. In dem Zusammenhang müsste man auch das Europäische Parlament stärken, weil wenn ich natürlich einem solchen Parlament diese Macht geben würde, diese militärische Macht, ja, dann ist natürlich die Legitimationsfrage nochmal eine, die auf die Tagesordnung kommt. Also ich gebe dir Thomas vollkommen recht, zu sagen, das ist natürlich erstmal ein einfacher Gedanke, der in der Umsetzung sehr schnell sehr komplex wird und sehr viel besprochen werden muss. Aber was ich damit sagen will, es hätte sehr viele Effekte, die nachgezogen werden müssen, weil natürlich der Parlamentsvorbehalt einer europäischen Armee, was die demokratische Legitimation, Stichwort One Man, One Vote, ja nicht immer durchgängig gegeben ist, ja, eine Kommissionsstruktur etc. pp. Also wir hätten dann sehr, sehr viel schnell an vielen Ecken Reformbedarf auch auf dieser Ebene. Aber es wäre genau das Positive, was man da rauskriegen würde, um es weiterzuentwickeln. Das ist ja aber, wenn man Macht irgendwie jemanden gibt, nimmt man irgendjemand anderen, Macht weg. Und das ist halt ein großes Problem, auch immer bei der ganzen Geschichte. Das führt vielleicht noch zum letzten Schluss sozusagen in irgendeiner Form auch, wie viel Machthunger steht einem Politiker zu sozusagen, weil ohne es machen zu wollen, bringt es ja auch nichts. Also man muss es ja auch diese Macht auch spielen und nehmen, ob das jetzt die Frau Merkel ist oder wer auch immer. Wie viel Macht darf ein Politiker haben oder wie viel Macht sollte ein Politiker haben? Also das Schöne ist, dass die Frage nicht ganz so hart ist, wie sie klingt. Weil du natürlich in einer Demokratie, die sicherlich auch ihre Schlupflöcher hat, aber du hast sehr, sehr viele Kontrollinstanzen. Und die härteste ist die Abwahl einer Regierung. So. Jetzt ohne Macht wirst du weder in der Wirtschaft noch in der Politik, noch wenn du zivilgesellschaftlich was treiben willst, ohne Macht wird es nicht gelingen. Es gibt dann ein paar Leute, die sagen, ja, man muss dann Einfluss nehmen, aber ich halte das für eine schöne Rederei. Das heißt im Grunde Macht ausüben. So, und insofern ein Politiker, der nicht Macht ausübt, der macht auch nichts. So, und der gibt auch keine Richtung vor. Ja, denn die Welt ist ja heute so, dass jeder aus einer anderen Ecke schreit. Also irgendwo muss durch Macht auch Ordnung geschaffen werden. So, ich würde mir so gefragt, würde ich mir wünschen, dass mehr Politiker transparent mehr Macht ausüben. Im Sinne von tun und umsetzen und mit der Macht des Amtes ausgestattet auch mutige Sachen umsetzen. Mit dem Risiko der Abwahl. Absolut, also genau das ist es, was ich eigentlich raus wollte. Ja. Diese Macht zu haben, mutig Dinge anzugehen und dann nicht gleich wieder an 500 Ecken zurückgezogen zu werden. Ja, beziehungsweise zu wissen, dass das Geschäft so ist, wie es ist. Das ist ja auch in der Wirtschaft so, wenn du die Verweildauer im Amt in der Wirtschaft als Vorstand ist signifikant gesunken. Das heißt, es ist mehr Risiko drin in dem Thema. Das ist gut so. Aber das heißt auch, dass ich als Machtausübender weiß, dass es zu Ende sein kann, und zwar abrupt. Und dass ich dann auch weiß, was ich dann mache. Und mich nicht an die Macht klammere, sondern im Grunde irgendwo auch sage, ich lasse los. Ja, und das ich lasse los machst du dann, wenn du nicht im freien Fall 1000 Meter ins Geröll stürzt, sondern wenn du sozusagen andere Optionen in deinem Leben aufgebaut hast, auf die du zurückgreifen kannst. So, jetzt kommen wir wieder an dieses Thema des Berufspolitikers. Der hat das nicht.
Und wenn er es nicht hat, klammert er sie oder sie sich an die. Also, ja, Macht braucht man. Ja, ich würde mir wünschen, mehr Gestaltungsmacht. Drittens aber, das wird leichter im Absturz, wenn man eine Option nebendran hat. Macht hat ja jetzt auch, ja, du erstmal. Entschuldigung, die Amerikaner oder auch die Engländer, glaube ich, sprechen dann von Macht, sprechen von Power. Wenn wir das Wort Power im Deutschen verwenden, hat es für uns ja eine ganz andere Bedeutung als Macht. Hat die Power, hat eine sehr positiv besetzte Bedeutung. Da hat die Macht, hat immer so ein bisschen was von Missbrauch und von was Negativem. Um die Frage zu beantworten, wie viel Power oder wie viel Macht soll der Politiker haben, er braucht so viel Power, dass er die Dinge, die er hoffentlich bewegen will, die seiner Vision entsprechen, da möglichst viel auch von umsetzen kann, solange es eine Mehrheit findet zu der Demokratie. Check and Balances, sagt der Amerikaner, der Engländer zu dem System von Kontrolle und Gegenkontrolle, was wir Gott sei Dank haben. Wir haben nur manchmal sehr viel Kontrolle in unserem System eingebaut. Das ist manchmal dann, das verhindert manchmal die Power auf die Straße zu bringen, was denn des Wortes, weil wir, aber das ist eine Erfahrung tatsächlich aus vor 45, also aus dem Nazi-Regime, dass man in unser System sehr, sehr viel Check eingebaut hat, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass keiner so viel Macht entwickeln kann, dass er gefährlich werden könnte in irgendeiner Form. Aber das bremst gleichzeitig auch wieder die Power und da muss man sicherlich ab und zu mal gucken, wie viel Power lässt man an der einen oder anderen Stelle zu, damit wirklich noch Kraft auf die Straße kommt. Wirklich schwieriges Thema, weil das natürlich immer auch wie der Medizin, ja? Die richtige Dosis ist super, aber überdosiert wird schnell zum Gift. Wie alles, was zu viel genommen wird. Grundsätzlich ist für mich Macht ein sehr positives Wort, weil ich Macht und Machen in einen Topf schmeiße und ich finde, das sind dann die Macher. Und das ist für mich ein positives Wort. Ich würde es auch niemals negativ besetzen wollen. Also es gibt natürlich Ausnahmen, das ist klar. Aber das, was jetzt sozusagen in der Schlussrunde nochmal ist, die Macht hat morgen sozusagen der Bürger. So ist es. Mein Wunsch und meine Bitte an alle, die draußen unterwegs sind, nutzt diese Macht aus, geht wählen. Es ist extrem wichtig. Wahlempfehlung gebe ich keine ab. Ich habe meinen Zettel schon abgegeben. Wie schaut es bei euch aus? Hast du schon gewählt? Ja. Auch Briefwahl? Ja. Klar, sonst anders geht's nicht. Briefwahl? Ich bin hier die Konservative. Ich gehe da so muttimäßig am Sonntagnachmittag zur Urne. Ich finde das ganz schön. Irgendjemand hat mich letztens gefragt, ich glaube, das war mein Sohn, der hat zu mir gesagt, warum ist man früher zur Wahl gegangen sozusagen? Ne? Weil ich jetzt durch Corona waren jetzt einfach ein paar Wahlen, wo ich gesagt habe, Briefwahl und ich gehe raus. Aber es war für mich aber auch immer eine Art Happening. Man geht dorthin und man trifft vielleicht den Nachbarn, den man seit 2 Wochen oder Jahren oder wie viel auch immer nicht mehr gesehen hat und gesagt hat, ja, und dann ratscht man hier, ratscht man dort, geht danach dann wieder nach Hause und denkt sich, ich habe jetzt echt meine und jetzt Macht auch so ein ausgeübt. Gefühl, gell? Ja. Das ist so, man geht da auch so mit Würde hin. Also ich mag das total Bei der gerne. Briefwahl zu Hause schnell mal das Zettel angekreuzt, Auch zack, in dann weg. der Wahlurne, wo man nochmal Genau, reinwirft. Ne? reinzieht und sagt, ja, da mache ich das voll. Ja, genau. In der Urne abgeschlossen, niemand ist da, niemand guckt zu. Es hat schon was für sich, Ja. diesen würdevollen Wahlakt. Ja. Also wählen macht Spaß, geht wählen, also Ja. das ist wirklich toll. Was ist dein Wunsch für Montag? Nicht die abgeschmackten Reden zu hören, nach jeder Wahl hören. Kann ich nur Dass die Verlierer ist gesund beten, dass die bisschen mehr bekommen haben, im Grunde daraus gleich den Machtanspruch ableiten. Das wird, es gibt 3 Parteien, die relativ dicht beieinander sind. Und da wird tatsächlich koaliert. Und da kann alles rauskommen. Ja, bester Schlusssatz, oder? Es ist wahnsinnig spannend. Ist wie es ist. Es ist, wie es ist, genau. Das ist gewiss. Also in diesem Sinne, lieber Thomas Sattelberger, es war mir echt, ich glaube dir auch, deswegen kann ich uns sagen, oder? Ich wollte Ein gerade Fest. sagen, und wir haben immer noch so viele Fragen. Ja, oder? wir könnten Also- noch stundenlang weitermachen. Wie immer, vielen herzlichen Dank.
Aber auch an dich, Andi. Also ich glaube, ihr solltet gemeinsam ein Format aufmachen. Ihr solltet mal über einen Podcast nachdenken oder so. Ich glaube, das wäre, glaube ich, eine tolle, also viel Freude ich würde abonnieren. Ja, also auch da wäre mir zu viel Konsens drin. Holt dann ab und zu mal einen Schwarzen wie mich rein, dann passt das. Ja, ich wollte schon sagen, wir sind hier ja nicht FDP-lastig, sondern ich glaube, ihr habt ja auch ganz unterschiedliche Präferenzen. Schön, dass ihr die heute nicht so rausgehauen habt. Nein, das sollte auch jetzt kein FDP-Wahlkampfsport werden oder sowas. Das ist ganz im Gegenteil. Wir wollen dich als Menschen einfach ehren und wissen. Und du bist für mich einer der wenigen Politiker, und das ist unabhängig von welcher Partei, nicht von welcher Partei auch immer, aber von den meisten Parteien auch immer, einer, der mit eben genau dieser Selbstverständlichkeit und mit diesem Unabhängigkeit diesen Job macht. Bitte? Mit Herzblut, genau. Und gibt es aus meiner Brille nicht sehr viele. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du für uns in Berlin stehst, kämpfst und ja, Macht ausübst. Danke. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder zur Mittagswiesen am Sonntag. Auch bei schönem Wetter hoffentlich, dass wir da noch ein bisschen Spaß haben werden. Wir haben auch ein paar Special Guests eingeladen. Schaut vorbei, wenn ihr neugierig seid. Ansonsten alle Aufnahmen dazu seht ihr auf YouTube natürlich, auf dem German Mittelstand YouTube-Kanal. Wenn ihr vorbeigeht, lasst uns auch ein Like da, tut nicht weh und uns tut's gut. In diesem Sinne, Servus, ciao und Baba. Ciao. Servus. Dankeschön. Ein Crown war echt so.